Robin, Joel, Eli, was machen zwei Schwule an der Bitten? sie wurden Nee, sie hönnere sich. dat hei ass méi wie Sex. Mir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für all Mensch mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Ma moin und willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. Wir sind zu 3 und wir schwätzen über Analsex. Yay. Oder Botstuff. No eiser klenger Exkursion vu 24 Wochen an d'Welt vun den Hënneren gimmer haut literally an d'Welt vun den Hënneren. Kann noch bad Jokes man. Wir wollten am Anfang über Buttstuff oder über Analsex schwätzen. Eli, nachdem du das schon angemerkt hast, dass du lieber Buttstuff siehst, wieso dann eigentlich? So lieber Botstuff, weil ich fand das viel mehr inklusiv zu allem, was ich so mit Hönneren oder Arschlöcher machen kann. Für mich heißt Analsex irgendwie schon, dass es Richtung Penetration geht. Das ist aber auch vielleicht einfach, weil ich das einfach mit dem Wort Sex so verbannen. Und Botstuff ist etwas, was viel mehr open ist. Dat ist für mich gar nicht der Fall. Für mich ist Sex einfach alles, was sexuelle Erregung und körperliche Berührung inkludiert. Also egal, was ich in den mit meinem Arschloch möchte. Also am Anfang für mich Sex. Solange es eine sexuelle Situation ist. Aber ich meine, du bist auch nicht der einzige Mensch, den den Term Buttstuff benutzt. Ich meine, ich gebe auch echt Analsex so. Einfach auch, weil ich dafür sind, dass man den Sexbegriff ein bisschen ausweiten und das halt nicht just ob ich neb's gut penetriert betrüchten. Aber ich verstehe das aber irgendwo. Also ich fand, dass ich auch von ich an Analsex denken und das Wort, dann habe ich also ich mal ein Bild am Kopf und da geht es dann echt um Penetration. Aber ja, also ich fand schon, dass man das einfach sollen mehr holistisch, mehr global gucken. Ja. Hu dir Analsex und war ja für was? Weil es Spaß möchte. Und ich mal abgeschrieben bei der Frau. Und ich meine, das den Hauptgrund, wieso Leute Sexen. Hoffentlich. Ja. Also das ist eine Zone, die erogen ist, da sind viele Nervenenden und es möchte Spaß von die betriebelt gehen oder sonst irgendetwas mit geschieht. Und kann auch Spaß machen, ohne Nervenenden, die getribbelt gehen. Am Fall von, Mengem Fall. Und kann noch ganz viel Spaß haben, zu geben, auch von in Gött mit Objekten, die keine Nervenenden haben. Ja, fand ich auch. Ich weiß nicht, wieso mir das nicht direkt angefallen ist oder wieso ich probiert habe, das ein bisschen so zu verklausuliert zu so. Aber ja, natürlich muss nicht beide Personen etwas spielen dabei oder selber Nervenenden haben. Ich habe abgeschrieben, weil Spaß möchte, aber weil nicht alle Menschen eine Vulva hat oder die immer benutzen will. Also das ist ja auch eigentlich ein Punkt, der den da einfach nach einen Angang hat, den ihn benutzen kann. Und da gibt es noch einen Bonuspunkt für Leute, die eine Prostata haben. Eli, ich meine, du bist als ein Prostata-Expert hier am Podcast. Okay, ich will das einfach mal so an. Für Personen, die eine Prostata haben, die kann ihn auf verschiedene Art und Weise stimulieren. Einerseits von außen auf der Platz, zwischen, wo Toten abhalten und wo der Schlag anfängt. Wenn ihn darauf drückt, dann stimuliert er normalerweise eben von außen extern Prostata. Die kann ihn aber auch ganz gut intern stimulieren, ob all die verschiedenen Art und Weisen, auf die man noch zu schwätzen kommen. Und das kann einerseits gut tun, also ich gut fühle, weil Prostata auch einfach ganz viele Nervenenden hat. Das kann zu einer Ejakulation feiern, die nach einer Kehr ähnlich ist, wie wenn ihn just den Penis an Tod stimuliert, weil Prostata auch Ejakulat speichert, also Prostataflüssigkeit sozusagen. Das kann auch gesund sein. Also es gibt Studien, die sagen, dass Personen, die hier Prostata stimulieren oder stimuliert kriegen, ein manner großes Risiko haben, und Prostatakrebs zu erkranken, noch manner Risiko haben, dass Prostata sich erweitert und dann exzessiv wiest. Ich persönlich fand Buttstuff auch einfach ganz spannend, weil es
meiner Meinung nach etwas ganz Intimes ist, wo er sich auch irgendwie dafür öffnen muss, wohin der andere Person vertrauen muss oder wo die andere Person einem selber vertrauen muss, je nachdem, ob ein Giving oder Receiving ist. Das effektiv etwas, wo ganz viel Nervenende sind. Der Tisch kann auch Spaß machen, kann Sensationen haben, die in einem ernst sind oder spannend sind, kann ich so ein Gefühl von Vollheit haben oder von Gefällt sind, weil die vielleicht von den lokalen Vagina hat, so nicht so erleben kann. Ich weiß auch nicht, ob das vergleichbar ist oder ob das schnell ein Keanisch fehlt. Kann auch flott sein oder spannend sein, zu gucken, wie weit die gehen kann, wie weit sich dann auch zwingend darin öffnen können. Das nennt ihr dann Gaping am Fachlangage. Das heißt einfach, etwas, was den üben kann, wohin aber auch muss dafür bereit sein, an sich öffnen muss. Und ja, das möchte das ganz zu etwas, was auch keine Langzeitprojekt sein, was kann ganz spannend sein und wo ich auch viel Zeit dafür holen. Es schon, weil es das ja auch Heinz so interessiert, was hetero so machen, und ich ja, eng Studie fand, die heterosexuelle Frauen gefragt hat, wieso sie Analsex haben. Da gibt natürlich ganz, ganz viel verschiedene Antworten darüber. Also von, das hat mir Spaß gemacht, bis ich wollte meinem Partner ein Gefallen machen, hast du ganz viel dran. Und leider auch bei Antworten, die halt, wo Leute dazu gezwungen sind, mir dann halt kein Sex. Aber was ich interessant fand, ist, dass verschiedene Leute geantwortet haben, dass mehr intim wie wenn sie vaginale Sex haben, und sie geben da dann nicht mit Verängen machen, mehr just mit verschiedenen speziellen Leuten. Und andere aber gern vertun, das nicht so intim. Und das echt etwas für Leute, die ich nicht so gut kenne. Weil ich enorm spannend fand, dass da die zwei verschiedenen Sichtweisen gibt. Und ich gebe aber auch echt so, und das ist bei den echt mit Leuten möchte, die ihn gut kennt und mit denen sich noch mehr intim fühlt, wie sowieso schon, wenn jemand Leute Sex hat. Wie ist das bei ihr? Für mich ist es auch mehr intim und gerade mit der Person, mit der ich Analsex habe, auch etwas, wo viel Vulnerabilität und Geschichte attachiert ist. So. Ich verstehe aber irgendwie, dass es für andere eventuell Männer intim ist. Also im Sinne von vielleicht dem nur wer eine Experience hat mit anderen Formen von Sex, dass ihr seht, okay, das ist eine Form von Sex, die für mich nicht negativ besagt ist. Und dafür muss ich mich dann so vulnerabel machen. Ich verstehe, wo ihr hier könnt, auch wenn es für mich nicht der Fall ist. Mit das eine interessante Studie, auch wenn natürlich schon, dass das mit heterosexuelle Koppel gemacht ist, weil ich noch spannend gefunden für dadurch an anderen Demografien zu sichern. Wie schon gesagt, für mich ist das Intimes einfach, weil ich vertrauen muss, du sehen. Und aber auch, weil ich gut kommunizieren soll, fand ich. Das ist etwas, wo, wenn ich zu sehr möchte oder forciert, sich auch mal verletzen kann. Und dafür ist es für mich wichtig, dass deine Kommunikation da ist und dadurch ich Vertrauen da ist, dass Grenzen angehalten gehen und ich noch mir los möchte oder abhält, von das gewünscht ist. Zu dem meiner intimen fallen mir direkt zwei Sachen an. Ich kenne Personen, die Schwierigkeiten haben, Vaginalpenetration zu haben, aus ganz diverse Gründe, wo dadurch irgendwo du blockiert, auf jeden Fall viel mehr einfacher ist, Analsex zu haben oder Buttstuff zu machen, weil Robin, bist du so wie du gesagt hast, das vielleicht auch nicht viel belastet ist oder dass das ist, wo ich eigentlich auch nicht ausspielt und wo dann noch nicht die nämlichen Sachen aktiviert gehen. Und ich kenne auch Personen, die mehr religiös sind und die aus religiösen Gründen kein Vaginalsex für der Hochzeit wollen hun und für die aber okay ist, Analsex für der Hochzeit zu hun, einfach weil du die Vierbelastung von der Jungfrädigkeit nicht da, so den da doch einfach nicht kontrollieren kann bei Analsex. Und das auf jeden Fall bei den Personen, du kannst ja natürlich streiten, ob das gut so ist oder nicht. Und mir auf jeden Fall für die Personen war das etwas, was für die dann dem Moment mehr attraktiv war, weil sie trotzdem konnten intim sein und trotzdem konnten eine Form von Penetration haben, aber dem Thema bis konnten du durchaus dem Weg gehen. Schon dat auch am enge Note sto gehabt und schon auch no Gesicht ob dat just eng Urban Legend wie oder ob et wirklich Leute gif gi du Locher bestätigt fand ich auch interessant. Ich denke dat wat wichtig ist, dat Leute ob sich oppassen, wann sie dat machen. Und du hun ich leider auch an engem Artikel gelesen, dat het halt oft Leute gehen, die halt dann Teenager sind an net wirklich wisse wer ze machen an einfach gerne Sex hätten und dann zum Beispiel Kegleitgel benutzen
an sich weiden und so weiter. Robin, wieso ist du dann Analsex? Ich meine, für mich ist es viel so, hat viel mit Queerness zu tun, am Sinn von dass die Partnerperson von mehr mit der Analsex hat, wo der Penis, und das ist halt Male at Birth, und für sie ist das auch immens gender-affirming für Analsex zu haben, gerade so mir zwei, also zwei non-binary existing humans. Auf jetzt ist das mega gender-affirming für Analsex zu haben, und dann fangen so an the receiving anzusehen, so auch, weil, wenn wir über Penetration schwätzen, ist das aber oft an der gesellschaftlichen Norm mehr heterosexuell konnotiert, und auch dadurch, dass wir aber auch viel penetrative Sex haben, wo ich an the receiving ansehen, ist das dann so für uns, also den Penis an Vagina-Sex, den wir haben, ist auch mega queer. Mit das aber so auch eine schöne Form für so queer Validation für Analsex zu haben, und auch für mich, weil doch für mich einfach ein wahnsinnig so Gender-Bandy-Actors für Strap-on zu holen und so eine Person zu penetrieren. Also das war nicht viel, was wir angefangen haben, Analsex zu holen, mit das auch tut mir wahnsinnig viel beigebracht über, ja doch schon so Rollen, auch Responsabilität mit Rollen, und tut auch ein bisschen so Rollenbilder für mich über den Kopf geschlagen, wenn es um so Topping, Giving und dann so Subbing und Receiving geht. Aber doch einfach ein wahnsinnig schön Intimität ist, gerade weil da war für euch zwei ein bisschen mehr eine neue Experience war, beziehungsweise für mich war es eine neue Experience, und für meine Partnerperson war es die erste Kehr an seit langem so, und wir haben dazu ganz schön zusammen konnten entdecken und der Leute einfach gut zusammen da ist, weil, also wie gesagt, ich schon am Anfang keinen biologischen Anteil und Analsex, weil so rein nerventechnisch, zumindest wenn es um penetrativen Analsex geht, rein biologisch Hundestoffe ja gar nicht. Mir schon aber trotzdem ganz viel davon. Vieles von dem, was du gezählt hast, das trifft zwar nicht ihn zu ihn, dort mich so mich verstehen den Usatz, aber irgendwo von dem, was du gezählt hast, weil das für mich auch irgendwie so, also nicht Gender-Affirming, mehr so Sexualitäts-Affirming aus. Oder wer, wann ich da mal Receiving End wäre. Fand ich spannend auch, der weiß, der den dann sich irgendwie selber so validiert. Das hat aber vielleicht auch ein bisschen mal so internalisiert, dabei Unsichtbarkeit zu dienen bei mir. Mehr spannend, ob jedenfalls da so Sexualpraktiken das auch können auslesen und ihn sich dann auch gut fühlt, wenn ihn und Nervenende nicht unbedingt etwas spürt. Mehr sich schnell bei einer anderen Weise gut fühlt. Okay, du hast schon von Strap-on geschwärzt. Du gehst dann unter den Begriff Pegging. Und vielleicht sollte man generell darüber schwätzen, was für Zuchten von Analsex oder Buttstuff dann so gibt. Ich meine, wir haben schon viel über Penetration geschwärzt. Ich meine, du kannst noch vieles ganz vielfältig ersetzen. Du kannst auch Fangerin denken oder auch an Hand oder Feicht. Natürlich mit einem Penis, mit Toys. Verschiedenen Toys, Pegging aus Englisch eine Sexualpraktik, die in mit Toys fällt. Pegging aus eine pure Definition von Pegging, die ich am liebsten habe, weil sie die weitsten aus am Anfang Analsex mit einem Strap-on. Den Term ist an der queeren Community nicht so ganz unumstritten, weil er aber popkulturell echt da so als ein Cis-Frau packt ein Cis-Mann. Also hat Analsex mit einem Cis-Mann und einem Strap-on. Ich persönlich finde die Definition nicht gerne, ist mega unkomfortabel damit. Und für mich ist es einfach Strap-on und dann Analsex. Und das muss nicht queer sein, mit kann aber wahnsinnig queer sein. Und mit Toys gibt es dann Sachen wie Buttplugs. Und dann natürlich hat er nur noch andere Sachen, die er kann ersetzen. Zum Beispiel ein Zunge oder ein Mund. Und wenn ihn den Anus kusst, lackt, suckelt, das kann alles in einer Rimming fallen. Also eigentlich Oralsex Anus. Ich meine, du hast ja den größten Überblick brüscht über das, was es so von Möglichkeiten gibt. Was mir auffällt, ist, dass den kann in Analplug benutzen. Da darfst zwar technisch gesehen auch Penetration mit einem Toy, also Gift da drinnen fallen, aber dadurch, dass die dann eventuell länger undeht, und das nicht unbedingt so eine Ran-Raus-Bewegung ist, mir echt etwas für den dann länger unhut, an sich wird, gebe ich das vielleicht ein anders klassifizieren. Ich weiß nicht, wie es echt da geht, ob die da so sieht. Ich meine, das hängt ganz eng Verständnis von Sex auf.
also es kann Sex sein, am Sinn von, wenn es dich sexuell erregt und du die ganze Zeit so bist du, schön den Buttplug immer. Also das für mich Sex und für andere Leute, die einfach nur den Buttplug dran setzen, weil sie sich so ein Hey an einer Stunde oder Gott weiß was, will ich gerne penetrativen Analsex tun. Und das erliegt das mit Geschichte wie den Buttplug aus sich. Geht mal nicht wirklich etwas, das ist so ein Pripa. Ich gehe so unter das K-Sex. Ich meine, das hängt immer von der Person zu Person auf. Und ich meine, ich persönlich wäre ziemlich komfortabel damit, für dazu generell als immer Sex oder nie Sex zu klassifizieren. Okay. Ich meine, es gibt auch Leute, die effektiv in Plug just und den als Präparation gehen Personen, die Plug unhalen und dann nach einer Sache machen. Es kann ihn auch mit einem Plug Penetration machen, in dem sie ihn ran auch rausbewegt. Und ich meine, die verschiedenen Sachen kann ich noch gut vermischen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen mit Rimming oder Lecken rundherum da Schlag und dann vielleicht auch sogar ran unzufangen und da vielleicht mit Fanger weiterzumachen und da vielleicht mit einem Toy weiterzumachen oder einem Penis, dann vielleicht auf Pegging überzugehen und so weiter. Also das schließt dann natürlich auch nicht aus. Ja, oder je noch Leute, die einen Buttplug und während sie eine andere Person penetrieren, egal wie, weil hinter dann von extra Kick draus geht. So. Joel, wie hast du die Erfahrung gemacht? Ich gesehen das so ähnlich wie dir. Ich wollte schon denken, die Stellung rausstreichen und das vielleicht nicht dasselbe ist wie einfach just Penetration mit einem Toy, mir eben in halt verschiedenen Sachen kann der Mother benutzen. Kann ein Plug ja auch für sich lang benutzen, ohne dass du eine zweite Person dabei hast. Das ist ja auch an dem Sinn, also auch ein Toy. Aber irgendwo hat es für mich aber so eine Sonderstellung, eben weil das auch kann so nie vorbei unhun während den unter anderer Sache mischt. Das ist ja nicht unbedingt bei allen anderen Toys so möglich. Ich wollte noch auf etwas angehen, was zwar mit all den Sachen zu dienen hat, mir was vielleicht aber noch ein als Praxis ahnisch das an, da das alles was Gapen ist oder wo Ziel dann noch ist, einfach die Muskeln rundherum Taschlach zu relaxieren und abzumachen oder auszuweiten. Und das kann auch manchmal eine Form von Analsex oder Buttstuff für sich sein. Gibt zum Beispiel Plugs, die in abpumpen kann, das ist die, wo der Plug selber dann auch immer mehr groß kann gehen, oder es gibt so Diluting Sets, wo ihn dann vielleicht mit einem kleinen Plug aufhängt und dann immer mehr größer benutzt. Und ich meine, das kann ihn als Teil von mit anderen Sachen oder als Teil vom Spiel aus sich machen oder eben als Praxis für sich allein. Wir hatten das schon ein bisschen ugeschwart oder so ugedeiht. Wenn ein Analsex oder Buttstuff will machen, dann muss ihn vielleicht auf andere Sachen aufpassen wie bei anderem Sex. Worüber gibt dir dann unbedingt aufpassen? Was sind die echt Sachen, die ich an den Kopf kommen? Gleitgel. Viel immer auch eventuell speziell Gleitgel. Gerade von den regelmäßig Analsex hört, dann ist es vielleicht der Wert, für sich ein Karanz zu lesen, was zu den pH-Wert vom Anus ist, weil den ist nämlich anders wie den von der Vagina und die meisten Gleitmittel sind aber echt für vaginale Sex gemacht und sich ein bisschen ranlesen, worauf du bei der Gleitgel-Selektion aufpassen kann und soll vielleicht auch dem nur wenn Situation muss. Und dann gehen es so die zwei Großkategorien von Gleitgel, was so wasserbasierten und silikonbasierten Gleitgel aus. Wasserbasiert, passt immer, brauche ich ein bisschen mehr, drischen wie sehr aus. Silikonbasierten, den drischen Männer sehr aus, muss ich allerdings aufpassen, bei allem, was Toys sind. Weil Silikon, das mischt sich nicht gut. Das heißt, du musst dann unbedingt Toy Protectors benutzen. Mehr Gleitgel. Viel. Sonst geht es nicht gut. Was fällt dir noch an? Mir fallen nach die generell Safer Sex Sachen an, nämlich Barrieren zu benutzen, wenn man denkt, dass das nötig wäre und dass das meistens, wenn man mehr wie ein Partner
Person huet beziehungsweise wieselnd Partner innen mat den Sex huet beziehungsweise die Person dann net so gut kennt an ihrer Status net kennt, dann bietet sich Kondom zu benutzen respektiv Elektuch zu benutzen an wat fir mech nach mengglisch wichtig wann en sowohl anal wie auch vaginalen Sex will hun beziehungsweise Penetration will hun, dann net einfach wirselen um die Barriere auch zu wirselen. Da das Mensch auch ganz wichtig, weil sos kann net zu Infektionen kommen, die echt dann net so flott sind. Yep. Und ich meine, ich gift du gerne dabei setzen, auch von der Toys benutzt. Toys kann ich botzen, yes, mit das trotzdem ugeroden, vorsichtig zu sehen, wenn den dieselbe Toys ohne Protektion bei vielen Leuten benutzt. Das heißt, auch du konsiderieren für eine Protektion, eine Barriere, auch beim Toy anzuwenden. Nicht nur dann, wenn den silikonbasierte Gleitgel ob Silikon-Toys benutzt. Und ich meine, zu Kondomer Lacktuch, yes, absolut, bei Safer Sex. Aber auch wenn ihr monogam aus oder sexuell monogam aus oder wenn ihr eine Person hört, mit der ihr am Anfang sonst keine Barriere benutzt, wenn das so aufgespart war, dann ist es trotzdem legitim, wenn ihr seht, hey, für Analsex, wenn ich dein Anus lecken, gebe ich gerne ein Lacktuch benutzen oder für Analsex sind ich aber nicht komfortabel für das ohne Kondom zu machen und das ist absolut legitim und auch dafür können die Barriere gut sein, wenn ihn aber vielleicht gerade am Anfang bis sie Berührungsangst hat, wenn es so Exkretionen geht, an Körperflüssigkeiten. Ich wollte zu 3 Sachen nach Episoden. Beim Gleitgel, du hast es so, dass auf verschiedene Krisen, wo auch mal mehr extrem Analsex oder Buttplug-Sache gemacht gehen, teilweise auch einfach Vaseline oder Zuchte von Butter, du geht durch so Fisting Butter, benutzt der Tisch Sachen, die fettbasiert sind. Und ich meine, das kann auch ganz gut funktionieren, weil das dann effektiv auch gut flutscht oder gleitet. Du musst allerdings aufpassen, dass das nicht mit Latex-Kondome oder so Latex-Produkte verdreichlich ist. Das heißt, du kannst das dann Risiko sehen, wenn du Safer Sex will machen. Es gibt auch Gleitgele, die einen Numbing-Effekt haben, also die zum Ziel haben, dass den irgendwie Manner spielt oder dass die Sphinktermuskeln sich irgendwie relaxieren sollen. Die sind teilweise mit Lidocain zum Beispiel, das in lokalen Anästhetik. Du musst einerseits aufpassen, also ich muss nicht eine Allergie darüber zu haben. Also Lidocain ist sicher so nicht ganz dramatisches. Das ist das, dann die Lutschbonbons ist, wenn den Hals verhört, oder? Genau. Weil da war Risiko, natürlich möchte das dann mehr komfortabel, weil man das spielt und dann kann ihn auch mehr weit gehen, was groß oder lang du geht. Risiko ist aber, dass den dann auch nicht spielt, wenn die gerade so weit geht oder wenn Dehnung gerade so sehr geht, dass die Muskeln an den Sphinkter sich nicht adaptieren können, weil sie einfach mehr Zeit brauchen, dafür oder noch nicht genug das trainiert tun oder Übung durch. Das heißt, dass sie viel mehr hohes Risiko, dass die sich verletzen kann, dass vielleicht der Muskel reißt, am schlimmsten Fall, mir ist es einfach auch, dass die Haut durchreißen kann und dass die vielleicht anfängt, ein bisschen zu bluten oder so. Also, dass du sich von einem Safer Sex Point de vue nicht zu rekommandieren. Es gibt auch Gleitmittel, die natürliche Stoffe wie Pfefferminz oder so irgendwie Gewürze benutzen, wo ihn dann nicht wie so einen killenden Effekt hat. Das ist dann ein bisschen mehr dramatisch, wenn ihn das will. Es ging zu den Barrieren unbedingt auch nach Händchen zählen. Die gehen nicht aus Latex, aber auch aus anderen plastikähnlichen Stoffen. Das kann, fand ich ganz sinnvoll sein, wenn eine Person will fängern oder feste will. Einerseits, weil dann Tand proper bleibt und die dann auch einfach kann ausdauern und nicht direkt muss Tannenwäsche gehen. Und andererseits aber auch, weil alles, was mich scharf oder mich spatz kann sehen, auch eine Verletzungsgefahr darstellt. Das heißt, Personen, die zum Beispiel Nägel haben, die gefeilt sind oder die falsch Nägel haben oder Nägel haben, die ein bisschen mehr lang sind, können dann auch zu Verletzungen feiern und wenn den Händchen unholt, dann schützt das ein bisschen und möchte auch einfach, dass nicht an den Nägel hängen bleibt, weil den dann nur probieren, fortzuwaschen oder zu putzen. Und das kann dann an der Hinsicht ganz praktisch sein. Und dann wollte ich noch so, wenn den mit Toys oder mit Buttplugs spielt,
also immens wichtig, dass die eng secure Base haben, das heißt, dass sie Ende vom Toy mehr breit sind wie den Toy, für das den nicht ganz am Hänner verschwindet. Da das bei Vaginalpenetration man ein Risiko, weil ihn du normalerweise Cervix wird, den das blockiert, und da kann ich nicht einfach da rumfahren. Den Anus, das so, die geht an den Dickdarm, an der von du an den Dünndarm, an das nimmt den als über 30 Meter lang zur Summe gerollt, aber wenn du wie etwas Dave dran hast, dann ist es nicht unbedingt so einfach, drum rauszukriegen, der Tisch. Du kannst schlicht aufpassen, dass du nicht irgendwie so entsteht, dann etwas einfach so ranrutscht, weil den dann ja nur nicht mehr muss rauskriegen, wohin da muss an Spital gehen. Von den Lust wird, da kann ich auch am Internet nur lesen, was das alles so an den Notaufnahme gibt, für Sachen, die bei einer Fond gesehen. Und auf keinen Fall, wenn ich mit Sachen spielen, die könnten durch den Druck von den Muskeln, vom Pelvis oder so, Futigen und zerbrechen und zu größeren Verletzungen führen, wie zum Beispiel Gläser, die hohl sind. Glashäuser ist normalerweise kein Problem, weil die komplett aus Glas sind und noch nicht so sehr brechen. Aber ein Flasch oder ein Glas ist da schon viel mehr risikohaftig. Und was auch vielleicht noch ein guter Remark ist für die NoLauschterInnen, die eventuell gerne Pegging ausprobieren. Ich habe das gelernt, wie ich Strap-on-Sex mit Personen mit Vagina hat, aber das kann ihn unterschätzen, wie der wen dran ist oder wie ihn Druck ihn ausübt, weil ihn halt nicht viel Gefühl daran hat. Also mit Fanger oder so viel die wesentlich mehr wie mit dem Toy. Und das aber muss ich gut aufpassen, für seine Partnerperson nicht weh zu tun, weil das kann manchmal, gerade weil er wie gesagt nicht gut fühlt, mit dem Toy, mit dem ihn dran ist, kann ihn du auch aber der andere Person weh tun. Das heißt, machtlos. Absolut. Ich ging so in das Bannen dran oder rundherum in Sachen auch viel mehr intensiv kann spüren wie Bausen auf der Haut, was ganz, ganz cool ist, aber du musst ja noch aufpassen, für nicht direkt zu sehr zu fest zu drücken oder zu weit zu gehen oder zu viel abzumachen. Genau. Was lo purmal ugedeiht gin aus als die froh von den Exkrementer an du gilt ja einerseits da den se schon den Arsch einfach gut aufputzen kann an gut putzen kann mit da gehen dann Leute die den ausspulen an du hun ich am Vorgespräch vom Robin auch schon die eng oder einer Remark dazu hören die Mensch auch an der safer Sex fällt. Yes. Von allem regelmäßig ausspulen kann Darmflora relativ beantrastigen und auch dem Nummer war den du ausspult Tissuen beantrastigen. Ich meine, dass da der persönliche Schwar ist, ob ihn will, also für ihr selber, ob ihn seht, ich fühle mich mehr wohl, wenn ich ausgespult bin und auch für eine Partnerperson, für zu sagen, hey, ich bin mehr komfortabel, damit, wenn du ausgespult bist. Ich meine, das ist eine Decision an einem Gespräch, war die respektvoll man nehmen sollte. Und ich meine, das sind noch dieselben Sachen, also alles, was Hygiene geht. Die persönlichen Decisionen. Meine persönliche Boundary ist zum Beispiel, dass wenn ich eine Person rimmen soll, dass ich gerne hätte, dass die Person für drin eine Dusche hält oder sich wascht. Mehr bei penetrativem Sex mit einem Toy ist mir das zum Beispiel immer wichtig, dass das gerade alles blitzblank ist. So. Frisch gewaschen. Aber das ist aber von Person zu Person ganz anders. Und ich meine, solange in dem respektvoll begegnet, ist dadurch alles valid. Was sind da eher Meinungen dazu? Auch zum Ausspulen. Ich will just darauf hinweisen, dass es auch Personen gibt, die spezifisch ob Exkrementer vielleicht stehen, gerne wollen du mal da spielen. Das ist alles, was so skat fertig ist. Und ich will auf keinen Fall die Personen schämen, auch wenn vielleicht die allermeisten Personen das echt eklig fanden oder sich schummen gingen oder nicht von der Auge zu sehen. Zum Duschen oder Ausspulen fand ich doch wichtig, dass den aufpasst, dass das Wasser nicht eiskalt ist, weil das einfach unangenehm ist, aber dass ihr vor allem aufpasst, dass das Wasser nicht gliedig warm ist, weil es sich effektiv kann den Darm auch mal da verbrennen.
an du einfach abzupassen, weil hier zum Beispiel so Duschabsatz, wenn der dann direkt mit der Dusche kann machen, da den unbedingt aufpasst, dass die Wassertemperatur auch angepasst ist. Also ein bisschen wie beim Koffer, wenn den Tor gewäscht geht, wo ich nur als ich guckt, ob das Wasser eine angenehme Temperatur ist, auch du aufpasst, dass das nicht zu warm oder zu kalt ist. Beim Duschen also doch so, dass den, wenn den duscht oder ausspult, soll du nur noch ein bisschen werden, weil kann auch sehen, dass du nur noch ein Kehr Wasser rauskönnt, was ein bisschen mit Dave Barne war. Der Tisch am besten nicht just direkt für die Runde duschen, weil es kann effektiv sein, dass noch mehr Sauerei entsteht, wie sonst. Also, ich meine, du hast alles zu dem Thema gesagt, was es zu sagen gibt. Ich fand es interessant, dass mengnisch die ganze Tabuisierung von Analsex oder Buttstuff du hier könnt, das halt den anders ist, wo halt normalerweise Exkremente rauskommen, wahrscheinlich aber ein bisschen so homo respektiv Biphobie, für allem vis-à-vis von homosexuellen oder bisexuelle Männer. Ja, die irgendwie vermischt sich das so den Ekel an die Schim. Und ich hatte das ja auch schon für uns 2 Wochen gesagt, dass es dann heißt so heterosexuelle Männer gehen, die irgendwie so Meinung haben, dass schon bald schwul für ihr Frau, ihr Freundin mit der Analsex zu haben, wohlgemerkt, dass sie die penetrativen oder die giving Part sind, nicht umgedreht. Ich fand es schon interessant, wie viel Tabuisierung gibt. An der Studie, von der ich viel geschwärzt habe, du hast auch darüber jetzt gegangen, dass es immer mehr heterosexuelle Koppeln gehen, die Analsex haben, beziehungsweise immer mehr Donnerien darüber gibt, was halt einfach nur leid, dass Leute sich mal angefangen haben zu trauen, darüber zu schwätzen. Die Studie aus von 2014, meine ich, das ist also auch schon 10 Jahre hier, weil diese Hautgift mehr gibt wahrscheinlich noch viel mehr Leute zugehen Energie mehr, dass sie Analsex haben. Ich fand das ganz spannend, wie tabuisiert das an wie, aber auch, dass ein von denen Sachen sind, wo ganz viele Leute irgendwie aber heimlich drauf stehen oder auf Pornoseiten angehen, aber vielleicht nicht geben drüber schwätzen. Ja, was tut dir für Gedanken dazu? Was tut dir für Tabuisierungsgeschichten erlebt? Schon hast du das Gefühl, dass es mega den Drang gibt für viele Männer, die gerne gepackt gehen von ihren Freundinnen, Frauen, was auch immer. Sie sind so, das ist nicht schwul, das ist nicht schwul. Wo ich mir denke, so, was für schwierige Gefühle hast du damit, dass du das so musst unterstreichen, weil ich gehe da rasch, das nicht inherently schwul an Analsex zu haben. Mir so gewann, was ist dann dabei, wenn es ein bisschen queer ist, und wenn du vielleicht auf dem Spektrum von 0% straight bis 100% straight nicht ganz 100% also so, ich meine, dass das auch viel mit so Queerphobie an internalisierter Queerphobie zu den hört, weil am Mengem Leben als Analsex selbst mega queer ist. Und das ist auch vielleicht so als Revolt oder Gain eventuell, für so stolz darauf zu sehen und zu so ein fuck you internalisiert Queerphobie. Das ist cool. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass es aber trotzdem noch immer ein großes Stigma ist, auch weil ich merke, dass ich mit mir selber so normalerweise nicht kein Problem habe. Ich meine, das ist schon in der letzten Episode. Normalerweise nicht kein Problem habe, für über Sex zu schwätzen. Und ich merke, dass ich beim Thema Analsex zu hesitieren. Auch wenn es da Geschichten mit so Ekel für und Exkremente an all dem, was du zu denen hört. Und das ist schon interessant. Aber ich meine, das kann ich auch überkommen. Am meisten habe ich viel mehr Angst, weil dann für die Reaktion dann aus. Die Reaktion ist so, good for you. Und dann sind ich so, also die Erfahrung habe ich ein paar Mal müssen machen. Das ist eine Geschichte, die ich einer Person gesagt habe, yo, I'm into Pugging. War ich so, oh Gott. Die Person war so, good for you. Und ich war so, stimmt, den meisten Leuten ist das einfach scheißegal. Ich meine, genau so Klischeen, die immer noch verbreitet gehen, so Ängsten, die da sind, wie zum Beispiel da den von Analsex kann inkontinent gehen und dann irgendwie mit 40 muss ein Windel drohen, weil dann alles so ausgedehnt ist, dass ich nicht mehr anhalten kann. Was natürlich Blödsinn ist, von denen eben aufpasst, da den nicht forciert, da den dem Rhythmus vom Körper nur geht, da den das losmischt, sich Zeit hält, Gleitgel benutzt, am besten kein Drogen hält oder Substanzen hält, die machen, dass den Körper gar nicht mehr spürt oder auch nicht spürt, wo die Grenzen sind, dann ist die Risiko auch einfach gar nicht da. Und
am Gegensatz kann helfen, die ganz Muskeln zu trainieren, die Pelvis zu trainieren und auch das Sphinkter zu trainieren, der den einfach viel besser kontrollieren kann. Und das stärkt dann sich die ganze Muskulatur. Und schon Reinke gelesen, dass Analsex gut aus für Personen mit Vulva und Vagina, weil es halt den ganzen Backenmuskulatur trainiert und auch kann zu einem stärkeren Beckenboden beidrohen, was dann zum Beispiel auch Schwangerschaft oder auch am alltäglichen Leben mir gerade so, wenn dem Thema Schwangerschaft geht und nur der Schwangerschaft, dass das ziemlich viel Vorteile kann haben. Aber das kann ich natürlich aber auch anders trainieren. Ja, das sind wir beim knackischen Arsch. Da wäre das nämlich auch Thema bei dem Artikel, den wir für unsere Woche verlinkt haben, von dem sein Arsch trainiert, der den dann auch mit den Muskeln trainiert, über die du gerade geschwärzt hast. Ja, etwas, was ich noch so Rand will erwähnen, da kenne ich mich nicht so viel dazu aus, aber es gibt auch so Bottom-Shaming, beziehungsweise so Bottom Diet, also das dann für Leute, die Receiving sind, verlangt, dass sie für der Penetration bestimmte Sachen nicht essen oder nicht viel essen, für das sie möglichst proper wären. Ich fand das nicht so gut, also ich fand echt, dass der soll halt das essen, was den essen will, und wenn er das Gefühl hat, dass den Haut dann kein Analsex kann hun, du winst oder sich nicht so sicher spielt, dann hört ihn halt keinen Analsex oder möchte ihn halt andere Sachen wie Penetration. Das ist auch super okay, aber unbedingt seine ganze Ernährung auf sein Sexleben auszurichten, klingt für mich persönlich nicht so gesund. Und ich schon noch irgendwie das Gefühl, da spielen dann immer so Rollenbilder mal dran. So eine Auflehnung von irgendwie Leuten, die penetriert gehen und die haben sich zu fügen und bestimmt auch eine Auflehnung von Weiblichkeit irgendwo zwischen Gimäen, die du irgendwie matt rausschwingt und die Sachen, die verlangt von Leuten. Ja, und ich fand da immer einen schwierigen Diskurs ein bisschen, an dem Sinn, dass ich fand es mega legit für zu so manche Sachen, manche Körperflüssigkeiten sind nicht so mein Thing. Also ich fand das unproblematisch. Ich fand zum Beispiel Bottom-Shaming oder Sachen wie Bottom-Diet mega problematisch. Und ich fand das einfach wirklich wichtig, für einen ultra respektvollen Diskurs zu holen und zu gucken, hey, was die Sachen, die sind realistisch. Zum Beispiel meine Partnerperson, die sieht, ja, ich gehe nicht verduschen, wenn wir alle beide Lust tun auf Rimming, dann gehe ich einfach kurz in der Dusche für 2 Minuten. Und dann das Bier geschielt, weil er dann einfach ein ganz kleine Lebensausschneidung ist, während zum Beispiel ein bisschen Bottom Diet. Aber schon wesentlich mehr angrenzend das anscheinend bei den Sachen. Es sind immer ein bisschen zweigespleckt. Ich denke einfach, dass wenn ein Analsex hat oder Analsex will, dann sollte sich bewusst sein, dass wir einfach Menschen sind und dass wir halt einfach Sex mit einem Körperteil haben, wo Exkremente rauskommen und dass sich das auch nicht ganz im Gehen lässt. Aber wenn ihr das wirklich ultra revoltierend findet, da soll ihr vielleicht einfach keinen Analsex haben. Weil ich meine, bei all Praxis, egal ob ihr ein Bottom Diet tut, egal wie viel ihr duscht, es kann immer viel kommen, dass ihr mit Scheiß operieren könnt. Nee, ganz ehrlich, dann soll ihr am besten kein Sex haben oder kein Körper haben. Ja. Und dann, also in beim Podcast falsch, weil wir sind der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Ich erinnere an die Folge über eklig Kipper Sachen, das ist nun mal einfach so, dass nicht alles in unsere Kippern flott ist. Also ja, wenn ihr ein mega Problem hat, dann hört ihr am besten keinen Analsex oder probiert den halt irgendwie, das möglichst gut viel zu beugen. Aber wie du siehst, es kann immer sein. Und ich fand, das sind dann echt die Momente, wo ihr halt denkt, okay, den Kipper ist der Kipper und that's it. Und dann kann ich vielleicht drüber lernen und die nächste probieren, den halt ernst zu machen oder dass ich schon ein bisschen nicht aufgehört. Also es ist nicht viel mehr ernst, Möglichkeiten fallen mir da nicht an. Also ich ging auf keinen Fall Laxative oder so Aufwärmungsmitteln oder Fasten rekommandieren, von denen aber lo will ein bisschen auf seine Ernährung aufpassen und gucken, dass die Ernährung so ist, dass von denen auf Toilette geht auch möglichst alles rauskommt und dass am Allgemeinen noch gut ist, dann kann ihn einfach aufpassen, für in Diät zu haben, wo ihn viel Fiberen ist, also viel Ballaststoffe und am besten nicht übertrieben viel Fett, dann geht in dem Problem oder der Sache sich schon automatisch aus dem Weg und das ist sowieso dann noch eine Diät, die vorbeugen ist für Darmkrebs und Verdauungsprobleme und so weiter.
Wo man schon bei Positionen sind, wollte ich schon noch kurz ummerken, dass etwas, was für mich mega wertvoll war bei Analsex, als das, also wie gesagt, wenn ich Analsex habe, dann sind ich echt an einer Top-Position, und mit meiner Partnerperson, mit der ich auch kannst du eine konsensuelle Power-Dynamik haben, sind ich noch echt an einer dominanten Position, und die andere Person ist halt Bottom, Receiving, Subbing. Und ich muss auch sagen, dass du Analsex dadurch so ganz wunderbar kann auf den Kopf drehen, weil ich immens schön fand, gerade wenn ihn anfängt, also wenn ihn assertiert, an die andere Person ausdehnt, dass ich mich am Anfang, obwohl ich top bin, gar nicht in Power fühlen und ich wirklich meine Partnerperson, gerade weil ich nicht spielen, weil ich machen, wenn es nicht ist, weil wirklich seht, okay, du kannst ein bisschen rausgehen und dann du brauchst eine Pause und du kannst ein bisschen rausgehen und du brauchst eine Pause und noch wirklich mir den Tempo für geht, mit der die Person gern hat, dass ich sie penetrieren und Fuchs und schon das wahnsinnig schön und auch wahnsinnig konnektiv, dass am Anfang für mich zumindest immer so, trotz denen Power-Dynamiken, trotzdem auch so ein Dialog ob Anhecht war, wahnsinnig, wo die Power-Dynamiken noch richtig auf den Kopf gedreht gehen. Ja, das klingt spannend. Und das ist vielleicht auch, also für auf das Thema Positionen zurückzukommen, das wird schwer an einem Podcast richtig drauf anzugehen, mit natürlich Sexpositionen, die ganze Sache mir einfach machen oder die auf jeden Fall mehr oder minder adaptiert sich für Analsex. Ich meine, mehr kommen gleich auf den Anzug. Zumindest ich habe so das Gefühl, dass ich bald alles gesucht hat. Ich hatte aber noch, gerade weil Analsex etwas ist, wo man viele Leute echt ein bisschen mehr spät an ihrem sexuellen Leben experimentieren. Also das für viele Leute aber nicht immer das echt schon mal zu anfangen. Wäre schon von so ganz viel witzig, für zu wissen, wie echt Experiencen mit Analsex waren. Also mein erste Kehr Analsex wird nicht stattfand und das fand ich relativ spannend, weil da ein bisschen so mit der Person halt so aufgemäht wäre, so wenn du irgendwann Lust hast auf Analsex, dann sieht die Person mir Bescheid und sie hat dann irgendwann gesagt und ich werde so, ja, ich will auch nicht und können wir machen weiter mit dem, was wir gerade machen und das wäre für jeden dann auch fein und ich finde da den ziemlich interessanten Moment fand, weil ich nicht so eine Torschusspanik hatte, nicht gedacht, ich muss das mehr, weil ich laut gelesen habe und mir einfach darauf gelauscht habe, was ich wollte machen. Und das hat sich am Anfang ziemlich gut angefühlt. Lo weiß ich gar nicht mehr, wie ich mein erster Kehr Analsex wäre. Wie das genau stattfand hat, mir mengen, dass ich das ziemlich gut fand und sich da auch irgendwie so ein bisschen den Touch vom Verbotenen hat und das dann ziemlich cool wäre. Und dann gibt es noch die erste Kehr, wo ich mich selber penetriert habe und das wäre auch ganz spannend und das auch relativ spät an meinem Leben geschieht. Mir wäre aber auch eine interessante Experienz und auch ganz affirming, wie ich doch schon gesagt habe, was meine eigene Sexualität umgegangen ist. Wie wäre das bei dir, Eli? Bei mir war es etwas, was mich eigentlich schon ganz frei, ganz lange interessiert hat, wo ich auch immer mich viel gefehlt hat, dass man Plaisir bringen kann. Und die erste Kehr, wo ich mehr konkret immer da Kontakt komme, sie war als Teenager allein bei mir im Zimmer. Und ich habe mir effektiv ein Mut geholt und habe dann mit dem Mut probiert, wo es aber nicht, dass das Gleitgel gibt oder für was das gut ist. Das hat dementsprechend doch gar nicht geklappt, aber ziemlich enttäuschend. Und ja, so und dadurch einfach für eine Reinkehr zu streichen, kann ich auch mal etwas aufhängen und dann Fehler machen, dann erst den Fehler lehren und sich lösen und etwas runterstellen. Ein Mut ist natürlich nicht ideal, weil sie kein Secure Base hat, das heißt, weil das Risiko kennt bestehen, dass sie ganz racket dann mir rauskommt und natürlich auch nie Gleitmittel oder so etwas, was dem Ganzen Fichtigkeit gibt, weil den Anus ja eben selber noch keine Fichtigkeit oder nicht produziert, was die Affäre kennt, mir einfach machen. Also das wirklich wichtig. An dem Gottes Willen, wenn der Gemäß benutzt für irgendeine Sort von Penetration, macht ein Gummi drüber. Dir wollt nicht, dass es bricht. Robin, wie war das da bei dir? Ich meine, wegen von letzten Juli oder so. Und ich hatte mit meiner Partnerperson, wir hatten mir lange darüber geschwatzt. Wir hatten noch ein paar Occasionen, wo wir so gedacht haben, oh ja, komm ich heim und dann haben wir Analsex und dann sind wir heimgekommen und dann haben wir einfach nicht mehr so gefühlt. Und die erste, dass wir Analsex hatten, war auch
mega kurz, weil man einfach so, wie ich bis einen Tipp dran hat, so, man braucht eine Person, okay, ich meine, ich will nicht weiter, aber so, ich enjoyen das gerade so immer zu holen. Und das war ein mega schöner Moment an ultra so dus, und weil man das einfach alle beide so zusammen ausprobiert tun. Und das war ganz schön. Und ich war wahnsinnig nervös, aber wenn ihn das zusammen all losgeht, dann ist das einfach mega, mega cool. Okay, ich meine, dann bleibt der Schuss noch. Ihr alle Guten viel Spaß beim Ausprobieren zu wünschen. Aber wenn ihr mir genau wollt wissen, worauf ihr da muss aufpassen, da könnt ihr auf sexpodcast.lu gehen. Dann da geht ihr an die Rubriken. Und da könnt ihr dann bei How to zum Beispiel sichern How to Anal Sex oder How to Sextoys benutzen. Und da fand ihr dann Anleitungen an Audioform, wie die Sachen funktionieren. Und das lauscht ihr am besten lenker ihr da dann und sehr ruhig geht, von der ich nicht so sicher seid. Ansonsten, so mache ich. Adi, viel Spaß. Adi. Viel Spaß am Los. Bleibt hydriert an rekommandiert als Loop. FreundInnen, die vielleicht doch wollen, ob sie über Analsex gewohnt gehen, so denen schlechteren die coole Podcast, den heißt Mehr wie Sex. Die fanden auf alle gängigen Podcast-Plattformen und sind da kurzem auch auf YouTube. Also, wenn der YouTube benutzt für Audio-Content zu lauschen, dann könnt ihr das auch machen für Mehr wie Sex zu lauschen. Und aber da, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ein gut froh, gut gefroht. Ein gut froh, was sind Blue Balls? Wer kennt das nicht? Et knutscht den, et mischt den ein bisschen rum, der Penis ist an Erektion, und da geht es nicht weiter. Ob einmal du ein Tode weh, zusammen Leute ziehen nur Urwen, der Bauch geht weh, und es tut die Kramp. Ziemlich unangenehm. Me, was geschieht da genau? Mir schwatzen Haut über Blue Balls, also Blowhoden. Blue Balls am Fachlangage auch nach Epidimal Hypertension genannt, geschieht, wenn der Penis lang erekt ist, an eine gewisse Stimulation da ist, ohne zu ejakulieren. Es kann dann zu Schmerz an den Hoden und an all die Körperdele, die mit den Hoden verbunden sind. Trotz dem Numm gehen Hoden normalerweise nicht blau. Obwohl Blue Balls wehtun und unbequem sind, ist das nicht gefährlich für die Gesundheit und wird als medizinisch harmlos angestuft. Falls den Hoden wirklich blau gehen, sollst du sehr bei den Doktor gehen. Bei sexueller Erregung fließt mehr Blut an den Genitalbereich, es kommt zu einer Vasodilatation. Es fließt also auch mehr Blut an die Hoden, die sich auf eine Ejakulation vorbereiten. Wenn es dann nicht zur Ejakulation kommt, kann es vorkommen, dass Blut nicht direkt aus den Hoden zurück an den Kreislauf fließt, die Hoden tun weh. Der Druck baut sich ab, der Sperma berät sich für rauszuschießen, mehr geschieht nicht. Nur einer Zeit tut das weh. Das darf nie ein Grund sein, eine andere Person zum Sex zu überreden oder zu zwingen. Der Körper ist deine Responsabilität und nicht aus dir zu gucken, dass es da besser geht. Wie auch sonst ist heute Konsens wichtig und den soll auch während dem immer kontrolliert gehen. Was kann ich machen, wenn ich Blue Balls habe? Blue Balls gehen nur einer Zeit vom Salve fort. Sie sind noch nicht gefährlich. Das effizientste, was ihr bei Blue Balls machen kann, ist zu masturbieren. Wenn ihr masturbiert und damit die Regionen, die wehtun, stimuliert und massiert, fühlt ihr sich direkt besser. Auch eine Ejakulation hilft, Symptome loszugehen. Beim Ejakulieren baut sich der Druck auf und Blutkarren aus den Hoden rausfließen. Wenn ihr in einem Kontext ist, wo ihr nicht ejakulieren kann, hilft es da schon Pipi zu machen. Kahlkompressen können auch helfen,
de Schmerz last ze ginn oder zu enger Vasokonstriktion feieren, also zu manner Durchblutung an dem Bereich. Sport an Bewegung machen, das Blut an einer Deler vom Körper fließt, können auch helfen. Sich auflenken kann auch helfen, Blueballs nicht mehr so stark zu sperren und zu warten, bis sie vom selber fortgehen. Blueballs sind also hefisch und ungefährlich, mir kann ihn sie auch Lass gehen. Bei Personen mit Vulva gibt es ein Blue-Vulva-Syndrom, den ziemlich ähnlich ist, mit dazu mehr ein Anerkeier. Und du so, was ist deine Lieblingsfarbe für Toten? Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibweis auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Minister für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Okay, das heißt, wir wissen lo, wieso den Eli so gerne Müsli isst. Eli, ja, wie ist dann... Redgemäß geht auch schon, also muss ja nicht ganz weit sicher gehen, Vollkornbrot, Redgemäß, was auch immer. Der nächste Besuch am Bioboutique wird ganz ernst ausgesehen, live 0 Rinnen.